Aufgrund der menschenunwürdigen Praktiken der chinesischen Regierung in Ostturkestan meldete sich Abdullah Ahmad Badawi, der Außenminister Malaysias, zu Wort. Die Situation der Uiguren werde aufmerksam beobachtet und man habe Peking darüber in Kenntnis gesetzt, dass diese Angelegenheit in der malaysischen Regierung sehr ernst genommen werde. Badawi, der South China Morning Post ein Interview gab, bewertete künftige Zusammenarbeit beider Länder folgendermaßen: Wir streben an, unsere Beziehungen mit China auch weiterhin auszubauen, dennoch müssen die Situation im südchinesischen Meer und die schwierige Lage der Uiguren angesprochen werden. Der chinesische Huawei-Konzern wird von dem US-Geheimdienst CIA beschuldigt, Subventionen von mehreren Regierungsstellen Chinas erhalten zu haben. Demnach haben die Nationale Sicherheitskommission der Kommunistischen Partei Chinas, die Volksbefreiungsarmee sowie eine weitere Stelle des chinesischen Geheimdienstnetzwerkes dem Telekommunikationsausrüster Finanzspritzen zukommen lassen. Die chinesische Regierung werde trotz der Sanktionsandrohungen der Vereinigten Staaten weiterhin mit dem Iran zusammenarbeiten, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Geng Shuang. Zudem werde man die Rechte iranischer Firmen und den Beitrag dieser am internationalen Markt beschützen. Der Islamische Staat hat sich offiziell zu der Anschlagsserie auf Kirchen und Luxushotels in Sri Lanka bekannt. Die sri-lankische Regierung sieht in dem Ausmaß der Attentate einen eindeutigen Hinweis auf die Unterstützung der Terroristen aus dem Ausland. Sudanesische Demonstranten haben sich gegen eine Subventionierung von $3 Milliarden von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgesprochen. Bei einem Protestzug wurde dies mit dem Slogan „Behaltet euer Geld" verdeutlicht. Der Nachrichtensender Al Jazeera berichtet von Kritikern, die in der Subventionierung die Absicht einer Vergrößerung des Einflusses der beiden Länder auf den Sudan erkennen.